Business on Air. Vorgestellt Christopher Kasulke, Handy Games. Wir sind 3 Gesellschafter, haben uns irgendwann mal kennengelernt, haben gemeint, okay, Spiele sind interessant und haben vor über 15 Jahren jetzt eben zusammen Handy Games gegründet. Wie sind Sie auf das Thema Spiele gekommen? Also wir sind sehr alte Spieler, also wir sind mit dem Computer groß geworden, haben viel in der PC-Branche gearbeitet, auch in der Konsolenbranche und wollten irgendwann mal selber Spiele auch entwickeln, nicht nur eben für die Branche zuarbeiten und haben dann eben gesagt, okay, in welchen Bereichen können wir wirklich noch was bewegen. Der PC-Markt, Konsolenmarkt war damals schon recht zu und verschlossen, der Markt, und dann haben wir gesagt, okay, Handyspiele ist noch ganz neu und da sind wir eben neu frisch eingestiegen. Hat das Ganze schon mit dem C64 damals angefangen? Noch viel früher, ja. Also wir waren von Anfang an mit dabei, noch Schwarz-Weiß-Monitore, also monochrom, ganze Spiele, eher PC-Spiele lastig, Atari, Amiga, ja, alles mit dabei, auch Commodore. Wann wurde Handy Games gegründet? Die Firma Handy Games wurde gegründet im April 2000 eben, mit meinem Bruder zusammen, Markus Kasulke, Udo Bausewein und meiner Wenigkeit. Und daraus ist jetzt eben unser kleines Firmenimperium eben entstanden. Wie viele Mitarbeiter haben Sie mittlerweile? Also wir haben hier am Standort um die 65 Mitarbeiter und wir haben keine Außenstellen mehr. Also das heißt wirklich, alles hier wird in Franken produziert. Wie kommt ihr an die Mitarbeiter ran, die hier tätig sind? Ja, Handy Games hat ja einen sehr guten Ruf in der Branche auch, vor allem als Innovationstreiber in der Branche. Also das heißt, wir schauen uns ganz viele neue Sachen an, sind auf vielen Plattformen drauf. Das heißt, unsere Mitarbeiter kommen einmal rund um den Globus. Wir akquirieren auch hier in Deutschland querfeldein. Also es kommen nicht alle hier aus der Region, aber uns freut es natürlich auch, dass auch ein paar Franken eben nicht in die Ferne gehen, sondern auch hier bleiben eben und ich sag's mal, nicht nach Berlin müssen oder nach München müssen, um ihren Job auszuüben. Bekommt ihr auch einfach irgendwelche Ideen zugesandt? Also die Leute sind alles, ich sag's mal, gutes Fachpersonal, was wir eben hier haben. Und die Ideen kommen alle von uns hier herinnen. Also das heißt, wir nehmen keine Ideen, die irgendjemand vielleicht hat nach 2, 3 Bier und überlegt sich das eben so, was können wir denn eben an Spielen machen, sondern die kommen wirklich alle von hier. Sie sind Sponsor im Handball und gibt es bei Handy Games auch schon ein Spiel für Handball? Noch nicht, weil der Markt weltweit ist leider zu klein für Handball, weil wir entwickeln immer all unsere Spiele für den Weltmarkt. Also das heißt, ja, Handball ist leider noch nicht so ganz einmal rund um den Globus angekommen, vor allem eben in so großen Märkten wie USA kennt man leider Handball noch nicht. Wie sind Sie als Person dann zum Handball gekommen, zu den Rimper Wölfen gekommen? Nein, überhaupt nicht, das ist ja das Lustige. Also ich glaube, jeder, der das erste Mal beim Handball war, hat irgendwann mal sich infiziert und sagt, okay, das ist viel interessanter als zum Beispiel vielleicht Fußball, wo man 90 Minuten lang auf den Rasen guckt und eigentlich sich die ganze Zeit wundert, naja, warum passiert denn nichts? Beim Handball kann man nicht einfach mal, ach komm, ich hole ein nächstes Bier, sondern da ist jede 5 Sekunden ist da Action und wenn man mal kurz Bier holen geht oder eben mal aufs Klo geht, schwuppsiwupps sind da irgendwie 5 Tore gefallen, da ist natürlich mehr Action und ich sag's mal, die Fouls sind wenigstens echte Fouls und es ist ein körperbetontes Spiel. Das ist eben nicht so wie manche Fußballspiele, wo sich die italienischen Menschen leicht hinfallen lassen. Wie ist Ihr Arrangement bei den Wölfen zustande gekommen? Also für uns war es wichtig, dass wir auch ein bisschen was der Region hier zurückgeben. Also ich sag's mal als Franke auch ein bisschen hier den Sportstandort Würzburg und Umgebung eben ein bisschen fördern. Und damals sind wir eben eingestiegen bei den Baskets und bei den Handballern. Und die Handballer haben uns einfach infiziert mit, ich sag's mal, vor allem dieser Glaubwürdigkeit eben aus der Region eben auch das zu schaffen und nicht nur eben, ich sage jetzt mal, ja, dieses typische Söldnertum, was vielleicht in so größeren Sportarten eher dabei ist. Und hier ist auch vor allem Thema Nachhaltigkeit ist wichtig. Also das heißt, das sind Leute dahinter, die dazu stehen. Also wenn man jetzt einen Daniel Sauer zum Beispiel sieht oder auch seinen Vater, die wollen das Ganze, die wollen das eben auch hier aus der Region zeigen, da steckt viel mehr drin hier in Würzburg. Welche Rolle spielt für Sie als Sponsor die Spielklasse? Also für uns wäre beides okay. Also wir mögen die Mannschaft. Der erste Liga, daran haben, glaube ich, keiner überhaupt geglaubt, dass es überhaupt machbar wäre. Jetzt steht man auf dem 2. Platz, immer noch so kurz davor, ist das mal
und jeder sagt, oh, wie geil, aber ich glaube, das wird ein ganz harter Brocken, vor allem auch mit dem Budget, was die Rimbacher Wölfe haben, weil eben der Rückhalt von den ganzen Sponsoren noch mehr zu geben. Ich glaube, wir bräuchten ein paar neue Sponsoren, die eben auch mit einsteigen und sagen, ey, ich möchte das hier auch unterstützen, ich möchte die Region bekannt machen, ich möchte auch hier Sport in der Region fördern. Ich glaube, da ist es wichtig, dafür reinzugehen. Ist man als Sponsor stolz auf die Leistungen der Wölfe? Ich glaube, wer als Sponsor keine Gänsehautgefühl hat nach irgendeinem Spiel, man fiebert immer mit. Das ist genauso sehr frustrierend, wenn man zum Beispiel gegen Großwaldstadt das 4. Mal verliert hintereinander. Ich glaube, da hätten sich die Jungs alle mal einen Sieg verdient gehabt. Wir brauchen einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, für uns ist es genial, einfach jedes Spiel mitzuerleben und das ist wirklich packend und klar nimmt man das auch mit. Den Handy Games Charity Day, wie oft gab es den schon? Das war jetzt das 2. Mal dieses Jahr und jedes Mal mit einer Traumsumme von über 50.000 € für einen guten Zweck. Ich glaube, das kann sich sehen lassen, der Handy Games Charity Day. Sind da noch mehrere Aktionen von Handy Games geplant? Also Handy Games hat ja zum Beispiel auch mit einem anderen Radiosender eben auch was gemacht, eben auch eine Crazy Challenge, haben eben hier auch dann unser lokales Engagement jetzt mit eben Fallschirmspringen. Da wird bestimmt noch irgendwas in naher Zukunft passieren. Business on Air. Vorgestellt Christopher Kasulke, Handy Games.